Willkommen auf unserer Internetseite Kreuzpunkt Online. Wir haben auf dieser Internetseite verschiedenste Rubriken mit dem Ziel, dass wir als Kirche in Gemeinschaft bleiben. Wir sind ja jetzt räumlich getrennt, aber ganz sicher nicht im Geist getrennt, sondern wir sind immer noch ein Leib, eine Kirche, die miteinander möchte in Verbundenheit bleiben. Die Idee von den verschiedenen Rubriken, wie der Michael gesagt hat, ist eine Verbindung und Gemeinschaft, dass wir miteinander haben. Aber auch um euch Hilfe, vielleicht hast du Anliegen mit Familie, Anliegen beim Gebet oder einfach kreative Elemente und kreative Ideen, die du würdest gerne mit anderen Leuten teilen. Vielleicht hast du ein Zeugnis, das du würdest gerne weitergeben. Diese Rubriken sind Gefäße, wo du deine Anliegen reinbringen kannst, Informationen holen oder kannst einfach deine Kreativität und das, was Gott hat dich erfüllt, mit anderen Leuten teilen. Micha, was ist deine Lieblingsrubrik? Also ich bin natürlich ein bisschen vorgenommen, weil Dunja schreibt im Moment immer wieder Blogbeiträge in der Rubrik Familie. Ich kann ja natürlich nichts anderes sagen als die Blogbeiträge von der Dunja. Und die sind wirklich gut. Ja. Also, wenn es dir Wunder nimmt, wie andere Familien machen mit ihren Kindern, du darfst in die Familie reingehen und dann siehst du auch Bilder, siehst verschiedene Infos, wie Dunja, wie ihr das macht daheim. Vielleicht kannst du auch einen Artikel schreiben, wie es euch geht. Das wäre mega spannend. Hey, welches ist deine Lieblingsrubrik? Oh, meine Lieblingsrubrik ist eine Verbindung. Weil da rein gibt verschiedene Zeugnisse, kreative Elemente, Bilder. Und das spricht am meisten auf mein Herz, weil ich habe die Leute von der Kirche gesehen, ich vermisse sie fest. Und die Zeugnisse, die sind einfach genial und die geben mir eine neue Perspektive, eine neue Kraft. Ich liebe das. Mega cool. Also hey, mach doch mal ein Foto von dir, schick es uns, dass wir es in diese Rubrik rein tun, verbunden bleiben, dass wir wieder mal dein Gesicht sehen. Ein paar Leute haben das schon gemacht, haben das mega cool gefunden. Haben es auch in unseren YouTube-Gottesdiensten bringen. Hey, das ist einfach eine Chance, wie wir in Verbindung bleiben. Vielleicht hast du ein cooles neues Hobby angefangen oder irgendetwas Spannendes, was du im Moment am machen bist in dieser Corona-Zeit. Hey, schick uns doch ein Foto, mit was du so deine Zeit verbringst und dann machen wir einen Slider und dann kannst du schauen, hey, was ist die Kirche so am machen in dieser Zeit. Genau, Kreativität inspiriert, motiviert und ermutigt. Und das wollen wir durch diese Rubrik machen. Genau. Aber etwas, was nicht in unserer Rubrik steht, ist, was wir haben vor 2-3 Wochen angefangen, ist unsere wöchentliche Gebetszeit. Zwar immer um 5:45 bis um 6 eine Viertelstunde, machbar für Familien sogar. Wir haben auch einfach einen Fokus setzen auf Gebet. Etwas, was wir können und wollen tun in dieser Zeit, ist beten. Und so möchten wir miteinander einstehen. Wir tun auch in unserem wöchentlichen Newsletter immer einen kurzen Artikel schreiben dazu mit einer Inspiration zum Gebetsthema. Im Wissen, dass jetzt gerade die ganze Kirche für das gleiche Thema miteinander am Beten ist. Wenn du unseren Newsletter nicht hast oder du nicht erhalten, dann schau im Spam-Ordner. Erstens schau im Spam. Und zwar, wenn auch nicht im Spam ist, bitte melde dich bei uns, bei unserem Sekretariat an der info@kreuzpunkt.ch. Das war noch nie so wichtig wie jetzt. Genau. Um in Verbindung zu bleiben. Wir wollen nicht, dass Leute abhängen und plötzlich nicht mehr Teil sind. Das ist ein mega wichtiges Element im Moment. Und die Newsletter sind auch wöchentlich. Wir wollen dich informiert haben. Wir wollen, dass du in Verbindung bleibst mit unserer Gemeinde und weißt, was läuft. In diesem Sinne, geniesse die Zeiten, schau alle Rubriken an und tob dich aus. Und man sieht sich am Sonntag. Und stay in touch. Sei verbunden. Es ist wichtig. Du bist nicht allein, wir wollen nicht allein sein. Hey, mag Gott dich segnen und bis bald. Gottes Segen.